SRF Audio. J'ai toujours su que j'allais écrire à un moment ou à un autre sur l'histoire familiale. D'abord parce que j'ai toujours écrit sur la famille, ça m'intéresse beaucoup, et le rapport des femmes à la famille. Est-ce que pour une femme, la famille c'est une prison ? Et puis c'est vrai que quand je racontais mon histoire aux gens, ma grand-mère, tout ça, l'histoire de mon père, la prison, tout le monde me disait toujours « Ah mais c'est un roman, il faut que tu le racontes ». Das sagt Leila Slimani, die preisgekrönte französisch-marokkanische Bestsellerautorin. Ich habe mit ihr gesprochen. Mein Name ist Annette König. Literaturclub. Interview. Leila Slimani, ihr neues Buch ist das mitreißende Finale ihrer Trilogie über ihre Familie. Es heißt Trag das Feuer weiter. Was steckt hinter dem Titel? Alors, ce titre, il a beaucoup de significations différentes. Der Titel hat verschiedene Bedeutungen. Zunächst einmal stammt er aus einem Zitat von Jean Cocteau. Wenn Ihr Haus brennen würde, was würden Sie mitnehmen? Ich würde das Feuer mitnehmen. Das ist eine Art zu sagen, dass alles verschwindet. Im Buch gibt es Abschiede, Trennungen, Todesfälle. Die Häuser brennen, die Erinnerungen verblassen. De déchirures, de départ, d'adieu, de mort. Les maisons brûlent, les souvenirs disparaissent. Doch man muss nicht einfach weinen und sich Asche aufs Haupt streuen. Man kann das Feuer mitnehmen und weitermachen. Es ist ein Aufruf zum Leben. De l'emporter et de continuer. C'est un appel à la vie, c'est un appel à l'action, c'est un appel au désir, emporter le feu. Et surtout, c'est un titre au futur. C'est une manière aussi de dire que moi, je ne crois pas... Ich glaube nicht an diese nostalgischen Reden von bestimmten Politikern und konservativen Stimmen, dass früher alles besser war. Nein, das Haus ist abgebrannt. Das ist nicht schlimm. Wir nehmen das Feuer mit und gehen weiter. On va vers le futur. Donc c'est un appel aux générations futures. Et je pense que le feu, c'est l'énergie des Trans. Und dann symbolisiert das Feuer die Energie, die mir von früheren Generationen vermittelt wurde. Ich bin von Menschen erzogen worden, die Träume, Ideale und Werte hatten, die dafür gekämpft haben. Am Ende verliert man zwar, aber man muss trotzdem träumen, denn nur Träumer verändern die Welt. Mais c'est pas grave. Il faut continuer, parce qu'il y a que les rêveurs qui changent le monde. Im dritten Teil ihrer Familiengeschichte blicken sie auf sich selbst. Mia heißt ihr alter Ego. Mia ist auch Schriftstellerin wie sie und im Marokko der 1980er, 90er Jahre aufgewachsen. Sie ist ebenfalls mit 18 Jahren nach Paris gegangen, um dort zu studieren. Und auch wir beide sitzen in diesem Moment in einem Pariser Café. Was bedeutet Paris für sie? Oh, maintenant, ça représente vraiment une maison pour moi. Maintenant, Paris, c'est ma ville, elle fait partie de moi. Paris ist meine Stadt. Sie ist Teil von mir. Ich habe 22 Jahre in Paris gelebt und dort meine gesamte Ausbildungszeit verbracht. Die Stadt hat mich geprägt. Sie fasziniert, sie begeistert mich, ihre Schönheit. Es ist eine Stadt, in der ich meine Freunde und einen Teil meiner Familie habe. Ich für mich fühle mich in dieser Stadt immer frei. Haben Sie auch dieses Gefühl? Oui, c'est une ville où je me sens libre. Je pense que c'est ça aussi qui m'a plu au début quand je suis arrivée à Paris, ce sentiment de très grande liberté. Ich glaube, genau das hat mir so gefallen, dieses Freiheitsgefühl, die sexuelle Freiheit, die Freiheit, auf einer Terrasse zu sitzen, ein Glas Wein zu trinken, Zigaretten zu rauchen, mit Kollegen zu reden. Es ist eine Stadt, in der viel geredet wird. Man redet über Politik, über Filme, man streitet sich. Aber 5 Minuten später trinkt man wieder ein Glas zusammen und alles ist wieder gut. Es ist auch diese Freiheit der Gedanken, die ich an Paris liebe. Die Lust, mit anderen zu reden, zu diskutieren, hatten Sie das schon immer? Ah oui, toujours. Toujours. Depuis que je suis petite, j'ai toujours aimé beaucoup parler, j'ai toujours aimé... Seit ich klein bin, habe ich es geliebt, viel zu reden und den Gesprächen der Erwachsenen zuzuhören. Ich fand die Abendessen zu Hause wunderbar, wenn alle wild durcheinander schrien und sich über ein Thema ereiferten.
Außerdem habe ich eine Mutter, die Ärztin war und eine unglaubliche Gabe hatte. Die Leute erzählten ihr alles, erzählten ihr ihr Leben. Sogar auf der Straße. Das hat mich fasziniert. Ich war neidisch darauf, wenn ich sah, wie die Leute ihr eine Liebesgeschichte anvertrauen konnten oder ein Geheimnis. Ich wollte auch so werden. Ihre Mutter, so habe ich verstanden, war also ein Vorbild für Sie. Und dazu kommt, sie hat die Gespräche nicht gesucht. Es war ihre Haltung, manchmal zu schweigen, Vertrauen zu schaffen und sich dann zu interessieren. Ja, das hat mich sehr inspiriert. Die eigene Energie nicht nur für Selbstdarstellung einzusetzen, sondern dafür, den anderen willkommen zu heißen. Et moi, je suis fascinée par les autres. J'aime les autres. J'ai envie de savoir ce qu'ils pensent. J'ai envie de savoir de. Ich möchte wissen, was andere denken, fühlen, essen, wovon sie nachts träumen, warum sie sich heute für dieses Kleidungsstück entscheiden. Tout me fascine chez les autres parce que tout est mystérieux. Und kommt genau von daher Ihre Lust zu schreiben? Ah bah bien sûr, c'est la base, l'altérité. Je pense que les écrivains, ils vivent dans le pays des autres. Aber natürlich, die Andersartigkeit ist die Basis. Ich glaube, dass Schreibende immer im Land der anderen leben. Wenn man schreibt, schreibt man aus dem Bedürfnis heraus, in die Herzen und Köpfe anderer Menschen einzudringen. Quand j'ai commencé à lire des romans qui m'ont bouleversée, c'est que d'un coup, j'ai eu l'impression de pouvoir avoir accès à d'autres êtres humains que moi. Als ich begonnen habe, Romane zu lesen, als ich Anna Karenina las, als ich Toni Morrison las, dachte ich plötzlich, ich lese Toni Morrison und bin im Kopf eines kleinen schwarzen Mädchens in den 60er Jahren in Missouri. Und ich kann ein Gefühl verstehen, das mir bis anhin fremd war. Und dann wird dieses Gefühl Teil von mir. Und ich begreife, man ist nicht nur sich selbst, man ist voller Stimmen anderer Menschen in seinem Innern. Das ist die Aufgabe von Literatur. On est plein d'autres à l'intérieur. Et c'est ça pour moi la littérature. Wann haben Sie erkannt, dass Schreiben für Sie etwas Besonderes, etwas Wertvolles ist? Très tôt, quand j'avais peut-être 9-10 ans. Sehr früh, als ich vielleicht 9 oder 10 Jahre alt war, habe ich begonnen zu schreiben. Schlechtes Zeugs, aber ich war stolz darauf. Ich war glücklich dabei. Ich konnte mich ausdrücken. Ich konnte mich sein. Mir ein Leben ausdenken, das spannend sein würde. Auch war ich ein sehr sensibler Mensch. Alles wurde mir schnell zu viel. Alles war für mich enorm. Ich sah einen Film und konnte 2 Stunden weinen. Ich las ein Buch und war erschüttert. Die Leute um mich herum dachten, sie übertreibt, sie ist verrückt. Und wenn ich dann Bücher las, dachte ich, sie, die Schriftsteller, verstehen mich. Ich brauchte diesen Zufluchtsort, weil für mich alles intensiv war. Donc j'avais besoin de ce refuge parce que pour moi tout était très très intense. In Ihrer Familiensaga erzählen Sie die Emanzipationsgeschichte von 5 Frauen über 3 Generationen hinweg, die sich bis heute fortsetzt. Es geht um Ihre Großmutter Mathilde, eine Elsässerin, die sich im Zweiten Weltkrieg in einen marokkanischen Soldaten verliebt und mit ihm nach Marokko zieht. Dann geht es um Ihre Mutter und Tante, die zwischen Tradition und Moderne schwanken. Und dann erzählen Sie von sich selbst. Wo verläuft für Sie beim Schreiben die Grenze zwischen Erinnerung und Fiktion? Dans le langage transforme tout. Le langage transforme les souvenirs en fiction. Die Sprache verwandelt alles. Die Sprache verwandelt Erinnerungen in Fiktion. Kundera hat einmal etwas Schönes gesagt. Wenn ein Schriftsteller sein Haus dekonstruiert, als wäre unser Leben ein Haus, dann nimmt er Ziegelsteine, Mauern und rekonstruiert ein anderes Haus in einem anderen Sinn. Man verwendet also Teile von sich selbst, aber macht etwas völlig anderes daraus. Die Sprache hat also die Kraft, die Realität zu verändern. Und am Ende zählt nur, ob das schön ist, ob es Sinn macht und zu ihrer Geschichte wird beim Lesen. À la fin, ce qui est important, c'est pas que ce soit mon histoire, mais c'est que vous, quand vous le lisiez, ça devienne la vôtre. Wenn man das aber nun von außen betrachtet, kommt Ihre Familiengeschichte doch sehr stark den Fakten nahe, finde ich. Pas tellement. C'est-à-dire la structure globale, oui.
In der Gesamtstruktur, ja. Meine Großmutter hat einen Soldaten geheiratet, etc. Aber wenn man sich das Buch genauer anschaut, basiert es auf der Intimität der Figuren. Ich bin immer im Kopf der Figuren. Doch was sich da abspielt, davon habe ich keine Ahnung. Ich war nicht im Kopf meiner Großmutter. Ich war nie im Kopf meiner Mutter. Ich weiß nicht, was sie beim Liebemachen empfunden hat. Ich weiß also nicht, ob es wirklich so war. Man müsste sie fragen. Donc forcément, j'invente, je suis obligée d'inventer. Donc je ne sais pas si c'est proche ou pas. À la limite, il faudrait leur demander à eux. Ihre Mutter hat ihre Bücher gelesen. Was war ihre Reaktion? Pas du tout. Ma mère, la seule chose qu'elle m'a dit quand elle a lu le premier tome, elle m'a dit comment tu sais toutes ces choses que je ne t'ai pas racontées. Das Einzige, was meine Mutter gesagt hat, als sie den ersten Band gelesen hat, war: Woher weißt du all diese Dinge, die ich dir nie erzählt habe? Und genau das ist das Wunderbare beim Schreiben, dass man durch eine Art Magie Dinge erfährt, die man vorher nicht wusste. À un moment dans le livre, je décris un personnage que j'ai inventé. An einer Stelle im Buch beschreibe ich einen Freund meiner Großmutter. Ich beschreibe seine Hände und meine Mutter hat die Stelle gelesen und mich gefragt: Woher weißt du das? Und ich frage sie: Woher weiß ich was? Und sie sagt: Der Freund deiner Großmutter hatte genau solche Hände. Und ich schwöre Ihnen, ich habe das komplett erfunden. Manchmal verschmilzt also Fiktion mit Realität. Das ist eine der Schönheiten und das Geheimnis des Schreibens. C'est une des beautés de l'écriture, c'est aussi son mystère. Sie haben schon immer über Familie geschrieben und dafür sogar den Prix Goncourt erhalten für das Buch Chanson douce. Aber auch Dans le Jardin de l'Ogre schreiben Sie über Familie. Was gab denn den Ausschlag, mit der eigenen Familiengeschichte loszulegen? Il a fallu juste attendre d'être prête sur le plan de la forme. Ich musste nur warten, bis ich formal bereit war, bis ich sicher war, genügend Ausdauer zu haben, um 3 Bücher hintereinander zu schreiben. D'écrire 3 livres à la suite, de faire toutes les recherches qu'il fallait et que j'avais assez confiance en moi pour pouvoir travailler sur ces 3 périodes différentes. Und dann war es auch eine Zeit, in der ich mich verletzlich fühlte, in meinem Verhältnis zu meiner Identität. Dans mon rapport à l'identité. Man fragte mich ständig: Sind Sie eher Marokkanerin oder eher Französin? In Marokko wurde ich angegriffen, weil ich nicht marokkanisch genug war, und in Frankreich, weil ich nicht französisch genug war. Und mir wurde klar, dass ich nur im Schreiben erklären kann, wer ich bin und woher ich komme. Das geht nicht in einem Interview. Das geht nicht in 3 Worten. Also habe ich 1200 Seiten geschrieben, um zu erklären, wer ich bin. C'est pas en 3 mots. Il me faut au moins 1200 pages. Donc j'ai écrit 1200 pages pour expliquer. Wie würden Sie denn Ihre eigene kulturelle Identität beschreiben? C'est marrant, j'en parlais hier avec un ami à moi. Je pense que mon identité, en fait, elle est très quand même littéraire, c'est-à-dire très romanesque. Lustig, gestern gerade habe ich mich mit Freunden darüber unterhalten. Ich glaube, meine Identität ist eigentlich sehr literarisch. Sie ist nicht philosophisch, nicht ideologisch. Mes paysages, ce sont des paysages qui existent dans les livres. Mes goûts, ce sont des goûts qui se sont construits dans les livres. Meine Landschaften sind Landschaften, die in Büchern existieren. Mein Geschmack hat sich in Büchern entwickelt. Meine besten Freunde, meine Mentoren sind Romanfiguren. Wenn ich irgendwohin zurückkehren müsste, würde ich in eine Bibliothek zurückkehren. Denn ich sehe keinen anderen Ort, an den ich gehen und sagen könnte: Das ist mein Zuhause, dort liegen meine Werte, das ist meine Identität. C'est ça mon identité. In Trag das Feuer weiter fallen in einem Moment 2 schicksalshafte Ereignisse zusammen. Der Tod des Großvaters und 9/11. Historisch gesehen war das eine Zäsur. Wie war das für Sie? Sie haben damals gerade in Paris studiert. Ah oui, ça a été la grande césure, je crois, pour toute ma génération. Et encore Ja, das war die große Zäsur meiner Generation und noch mehr für Menschen wie mich, die Araber und Muslime sind. Es gab ein Vorher und ein Nachher. Zunächst, weil es in den USA diese Idee eines Zusammenpralls der Kulturen gab und plötzlich diese Vorstellung kursierte, dass die arabisch-muslimische Zivilisation nicht mit Demokratie und Fortschritt vereinbar sei. Und dann wurden alle Araber zu Muslimen, wurden mit einer Religion, einer Denkweise in Verbindung gebracht. Es begann Misstrauen zu entstehen. Man musste beweisen, dass man auf der richtigen Seite stand.
qu'on était du bon côté, qu'on n'était pas comme eux, qu'on pensait pas comme ça. Einen arabischen Vornamen zu tragen, aus einem arabischen Land zu kommen, arabisches Essen zu mögen, all das wurde plötzlich mit einer Form von Gewalt in Verbindung Avoir un gebracht. prénom arabe, venir d'un pays arabe, manger de la nourriture, tout était connoté par une forme de violence. Und wie sehen Sie das nun 25 Jahre später? Non, entre-temps, il y a eu aussi autre chose, c'est qu'il y a eu les révolutions arabes. 10 Jahre nach dem 11. September gab es die arabische Revolution. Da ist ein weiteres Bild der arabischen Welt entstanden, auch wenn es nicht lange angehalten hat. Doch die Situation ist schwierig. Es gibt nur wenige Länder, die es geschafft haben, sich zu befreien. Marokko gehört zu den Ländern, in denen es Fortschritt und Öffnung gibt. Aber wenn man an Länder wie Tunesien, Syrien oder Ägypten denkt, ist die Lage wegen den autoritären Regierungen sehr schwierig. Der arabische Frühling hat nicht das gebracht, was wir uns vorgestellt haben. Es ist noch immer sehr schwierig, gegen ein bestimmtes Bild anzukämpfen, das die arabische Welt im Westen hat. Und es liegt an uns, den Intellektuellen und Künstlern, aufzuzeigen, dass wir eine vielfältige Identität haben. Araber sind nicht Islam, Kamele und Couscous. Es ist unsere Aufgabe, gegen solche Klischees und Vorurteile anzukämpfen. Il faut arrêter de nous enfermer dans une seule manière d'être. Les Arabes, c'est pas juste l'islam, les chameaux, le couscous et tout ça. Enfin, il y a beaucoup de clichés, beaucoup de préjugés autour de la culture arabe et c'est aussi à nous de lutter contre ces préjugés. Und wie hat sich das in Paris entwickelt? Also nehmen Sie da eine gesellschaftliche Veränderung wahr? Déjà, je vis plus en France depuis 5 ans, donc je suis moins. Ich lebe seit 5 Jahren nicht mehr in Frankreich, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir in immer stärker gespaltenen Gesellschaften leben, in Gesellschaften, in denen die Angst immer größer wird, in denen es immer schwieriger wird, auf andere zuzugehen, die anders sind als wir. Justement, celui qui est différent de nous. Les gens sont de plus en plus convaincus par les mêmes arguments. On a l'impression que quand même le débat est beaucoup plus polarisé qu'avant. Ich bin in einer anderen Zeit aufgewachsen. Das erzähle ich auch in meinem Buch. In der Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft 1998, als man in Frankreich stolz darauf war, ein multikulturelles Land zu sein. Die Zeit des Falls der Berliner Mauer, als man glaubte, dass sich Fortschritt und Demokratie überall verbreiten würden und dass dies etwas Erstrebenswertes sei. Heute treffe ich auf junge Menschen, die glauben, dass man stärkere Regierungen brauche, dass die Demokratie eine Regierung der Schwachen sei. Ich erzähle in meinem Buch von einer Welt, die eben gerade gestern war. Von meiner Jugend. Und gleichzeitig ist es eine Welt, die weit weg ist, die tot ist. Das hat mir beim Schreiben große Mühe bereitet. Et moi, ça m'a fait beaucoup de peine, en fait, en écrivant ce livre. Je me suis rendu compte que mon enfance et ma jeunesse étaient mortes. Ich habe Ihr Buch Trag das Feuer weiter auch als Werk der Trauer gelesen, über ein verlorenes Marokko, über den Verlust der Kindheit und den Tod des Vaters. C'est tout à fait vrai, bien sûr, ouais. C'est vraiment un livre de deuil. Ja, das ist völlig richtig. Es ist ein Buch der Trauer, über das Ende meiner Jugend, über das Ende der Werte, die mir vermittelt worden sind. Die meisten Menschen, die ich geliebt habe, sind tot. Und auch einige meiner Illusionen sind verschwunden. Und dann vielleicht auch Trauer um meine Länder. Es ist seltsam. Ich schreibe in der Trilogie über das Verhältnis zwischen Frankreich und Marokko und bin gleichzeitig nach Portugal gezogen. Und ich habe begriffen, dass ich auch um meinen Wunsch trauerte, eines Tages irgendwo dazuzugehören. Und ich habe begriffen, dass ich nie irgendwo dazugehören werde und dass das nicht schlimm ist. D'appartenir un jour à un lieu. Et que j'ai compris que je serai toujours de nulle part. Et que c'est pas grave. Sie konnten also die Trauer beim Schreiben akzeptieren? Nein, in dem Moment war es sehr schwierig. Ich habe mich oft gefragt, warum mir dieses Buch so viel Leid bereitet. Während ich das Buch schrieb, hatte ich eine schwere Depression.
Ich war unglücklich. Ich war melancholisch, düster. Sie haben tatsächlich die richtigen Worte gefunden. Ich habe mir das so noch nie überlegt. Ich habe wirklich das durchlebt, was man während eines Trauerprozesses durchlebt. Die Wut, die Traurigkeit, die Verleugnung, die Ablehnung und jetzt eine Form der Erleichterung. Das ist es. Ich habe es hinter mir. Ich habe es akzeptiert. Aber voilà, j'ai accepté. Ihr Vater ist gestorben, als Sie 20 Jahre alt waren. Er war eine wichtige Person in Ihrem Leben. Er war Ökonom, Leiter einer nationalen Bank und ist dann am marokkanischen Königshof in Ungnade gefallen, hat seinen Job verloren, wurde inhaftiert, wieder freigelassen und ist dann tragischerweise an Krebs gestorben. Warum brauchten Sie diese zeitliche Distanz? Parce que je crois que la littérature, elle a toujours besoin de distance et que plus le sujet est un sujet important qui vous tient à cœur. Weil die Literatur immer Distanz braucht. Und je mehr das Thema einem am Herzen liegt, je brisanter es ist, desto mehr Zeit muss man sich lassen. Es ist genau wie bei einem Maler. Wenn man malt und dabei direkt vor der Leinwand klebt, kommt nichts dabei raus. Man muss Abstand nehmen, um ein Bild zu sehen, um die Formen zu erkennen, um die Schatten und Farben unterscheiden zu können. In der Literatur ist es dasselbe. Ich brauchte Zeit. Mit 20 Jahren verstand ich nichts von dem, was ich gerade durchlebte. Und heute, nachdem all das geschafft ist, konnte ich eine Pause einlegen, darüber nachdenken und mich in die Haut dieser 20-Jährigen wieder hineinversetzen. Und ihr auch ihre Fehler vergeben. Meine Fehler, meinen Egoismus. Mit 40 war ich fähig nachzuempfinden, was mein Vater erlebt hat. Die Einsamkeit, die soziale Demütigung, die Angst. All diese Gefühle waren mir damals zu fern. Natürlich, die Zeit ist entscheidend beim Schreiben. Was mich interessieren würde, wie war das Verhältnis zu Ihrem Vater? Ich weiß nicht. Es ist schrecklich, was ich jetzt sage, aber manchmal, wenn jemand stirbt, der Ihnen nahesteht, stellt sich gleichzeitig eine immense Traurigkeit ein und seltsamerweise auch ein Gefühl der Befreiung. Plötzlich ist der Blick dieser Person, der vielleicht ein Blick ist, der einem Angst macht, Angst, verurteilt zu werden, dass man weniger geliebt wird. Plötzlich ist dieser Blick nicht mehr da und das eröffnet neue Möglichkeiten. Man darf das nicht sagen, geschweige denn denken, weil es grausam ist. Aber es ist die Wahrheit. Wenn eine Mutter oder ein Vater stirbt, gibt es viel Trauer, irreparablen Kummer. Aber es gibt neue Möglichkeiten. Plötzlich ist man nicht mehr Kind. Das kleine Kind, das alles tut, um die Mutter glücklich und stolz zu machen. Also ja, mein Vater war ein Hindernis, weil ich ihn wahnsinnig liebte. Und alle Menschen, die man wahnsinnig liebt, möchte man nicht enttäuschen. Liebe schränkt die Freiheit ein. Und wenn diese Menschen verschwinden, dann ist etwas anderes möglich. Limite aussi votre liberté. Et quand ces gens-là disparaissent, autre chose est possible. Die Stille, das Schweigen ist ein dominantes Motiv in Ihrem Buch. Das Schweigen der Väter aus dem Maghreb, die nie über ihre Vergangenheit sprechen. Oui, c'est assez étrange, je crois, dans la génération de mon père. Ja, das ist seltsam. Die Generation meines Vaters ist eine Generation von Männern, die nicht gelernt haben zu sprechen. Es fiel ihnen schwer, uns ihre Geschichte, ihre Erinnerungen, ihre Kindheit zu vermitteln. Ich kann Ihnen nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht vermittelten die Männer Autorität, Regeln, wie man sich zu verhalten hatte. Und die Frauen hatten eher die Aufgabe, Sprache weiterzugeben. Die männlichen Figuren in meinem Buch sind alle viel schweigsamer, viel stiller als die Frauen. Sie schämen sich ein wenig und haben Angst, sich lächerlich zu machen, nicht ein richtiger Mann zu sein, wenn sie Gefühle zeigen. Und ich denke, das ist eine der großen Stärken der Frauen. Deshalb sind sie stärker. Die Sprachfertigkeit gibt ihnen die Fähigkeit zu kämpfen und sich an die Welt anzupassen. Sie schreiben in Ihrer Familiengeschichte, wie Politik ins Private greift. Hat Sie das Schicksal Ihres Vaters politisiert?
Ich weiß nicht, ob es das Schicksal meines Vaters war, das mich politisiert hat. Was ich weiß, ist, dass mein Vater, als er aus dem Gefängnis kam, im Gegensatz zu Nicolas Sarkozy nicht seine Zeit damit verbrachte zu weinen und sich zu beklagen. Er war ein würdevoller Mann, ein stolzer Mann. Er beschwerte sich nicht. Im Gegenteil, er sagte uns, so ist das nun mal. Im Gefängnis habe ich Menschen getroffen, denen ich sonst nie begegnet wäre, die in schrecklicher Armut lebten. Ich habe erkannt, was in meinem Land vor sich ging und was ich zuvor manchmal nicht gesehen hatte. Und ja, er hat uns politisiert, wie auch meine Mutter. Sie hat als Ärztin alle behandelt, von den Ärmsten bis zu den Bourgeois. Meine Mutter hat uns die Augen für die soziale Realität geöffnet. Das hat mich politisiert. Die Tatsache, dass meine Eltern Menschen waren, die Ungerechtigkeit hassten, die es nicht ertragen konnten, wenn jemand, weil er kein Geld hatte, gedemütigt wurde. Also ja, meine Eltern haben mich in dieser Hinsicht politisiert, indem sie sich weigerten zu akzeptieren, dass die Würde eines Menschen nicht respektiert wird. Das Gefängnis hat in diesem Sinn Ihrem Vater also auch etwas gebracht. Ja, es hat ihn menschlicher gemacht, offener, zärtlicher, nachsichtiger. Es hat ihn sogar feministischer gemacht. Denn seltsamerweise ist ihm im Gefängnis bewusst geworden, wie sehr er die Frauen vermisst hat. Er hat die Schönheit der weiblichen Welt erkannt. Die Art zu sprechen, unser Lachen, all die Dinge, die wir schätzen und die er vorher vielleicht nicht gewürdigt hat. Toutes les choses qu'on valorisait, que peut-être il n'avait pas mesuré avant. Donc oui, la prison lui a aussi bizarrement apporté des choses. Ihr Vater wollte das System verändern, indem er Teil des Systems wurde. Glauben Sie, dass Literatur etwas in der Gesellschaft verändern kann? Bien sûr, bien sûr. Moi, je pense que la littérature, elle peut changer les gens. Natürlich, Literatur kann Menschen verändern. Wer liest, erkennt plötzlich, dass anderes möglich ist. Und deshalb hassen Diktatoren und Tyrannen Schriftsteller, weil diese uns daran erinnern, dass wir nicht akzeptieren müssen, was man uns vorgibt. In Zeiten von sozialen Netzwerken und Algorithmen müssen wir die Literatur verteidigen, weil sie uns davor bewahrt, zu Sklaven zu werden. Sie lehrt uns zu hinterfragen. Wenn ich richtig verstanden habe, sehen Sie sich als Vermittlerin zwischen Orient und Okzident, zwischen Frankreich und Marokko. Ja und nein. Ich hoffe, Brücken zu bauen oder zumindest die Idee verteidigen zu können, dass es 1000 Arten gibt, Franzose zu sein und 1000 Möglichkeiten, Marokkaner zu sein. Und damit Vorurteile und Klischees widerlegen zu können, um ein anderes Narrativ zu konstruieren. Le Maroc ou sur la France. Gleichzeitig denke ich aber, dass das nicht meine Aufgabe ist. Ich möchte einfach Menschen bewegen, Geschichten erzählen, etwas Schönes schaffen. Ich glaube, Brücken zu bauen ist auch die Rolle anderer Menschen. Es gibt Politiker, die sich beeilen sollten, Brücken zu bauen, echte Brücken. In Ihrem Buch ist Ihre Protagonistin Mia homosexuell. Warum haben Sie die Figur so gezeichnet? Um an ein Tabu anzurühren? Nein, es geht nicht darum, ein Tabu zu brechen. Von Anfang an wusste ich, dass Mia homosexuell ist. Das ist einfach so gekommen. Fast alle meine Freunde sind homosexuell. Die Queerkultur, die Lederkultur hat mich enorm geprägt. Ich habe ihr viel zu verdanken. Ich wäre nicht die Frau, die ich heute bin, ohne die Queerkultur der 80er, 90er Jahre. Sie hat mich sexuell befreit. Ich wollte durch die Figur von Mia dieser Kultur Tribut zollen, die ein Teil von mir ist. Ich glaube, viele heterosexuelle Frauen sind dieser Kultur dankbar, die vielleicht die einzige war, die uns ermöglicht hat, außerhalb dieser männlichen, hyperheterosexuellen Sichtweise unsere Sexualität zu leben. Eine andere Frau sein unter einem anderen männlichen Blick auf uns, dem schwulen Blick.
Blick. Masculine et hyper hétéro, tout ça, on pouvait se retrouver là, on pouvait être une autre femme différente dans un autre regard masculin sur nous, le regard gay. Donc voilà, je voulais aussi rendre hommage à ça. Auch der dritte Band Ihrer Saga ist polyphon. Warum haben Sie sich für diese Erzählweise entschieden? D'abord parce que je pense que je suis fascinée par la question des points de vue. Ich bin fasziniert von der Frage der Sichtweisen, vom Umstand, dass das ein und dasselbe Ergebnis, je nachdem wer davon berichtet, unterschiedlich erzählt wird. Das hat auch eine politische Dimension in Bezug auf Identität. Politiquement et d'un point de vue de l'identité. Moi, je viens de deux mondes. Ich komme aus zwei Welten, aus einer Monarchie und einer Republik, aus einem muslimischen und einem christlichen Land. Ich bin Europäerin und Afrikanerin, ich bin Araberin und Feministin. Ich bin vieles zugleich. Ich habe seit meiner Kindheit verstanden, dass alle Wahrheiten vorübergehend sind. Alles ist eine Frage der Perspektive. Je nachdem, ob man reich oder arm ist, Frau oder Mann, vom Land oder aus der Stadt, sieht man die Dinge anders. Und dass Menschen, die einem weismachen wollen, dass es nur eine Wahrheit gibt, Menschen sind, die lügen. Und deshalb schreibe ich so gerne, um diesen Schwindel der Standpunkte zu spüren. Ich finde das so schön und zugleich so herzzerreißend, dass jedes Leben einzigartig ist und dass wir alle von Wahrheiten durchdrungen sind, die nur uns gehören. Und gleichzeitig schaffen wir es, zusammenzuleben und uns zu lieben. Das ist doch magisch. Das versuche ich in meinen Texten einzufangen. Ist das auch Ihre Antwort auf die Einsamkeit, auf die Singularität der heutigen Zeit? Ben oui, c'est ça, mais moi ce qui m'inquiète. Ja, genau. Was mich aber beunruhigt ist, dass die Einsamkeit auch zu einem Mittel wird, um uns zu manipulieren. Wenn man die Einsamkeit oder Singularität in die Hände schlechter Leute gibt, der Leute aus der Tech-Branche etc., dann gibt es keine Verbindungen mehr. Das Wichtige am Ende der Trilogie ist, dass sie alle eine Familie sind. Sie lieben sich, sie geben sich Dinge weiter, sie bleiben am Tisch, um miteinander zu reden, zu streiten, zu lachen. Die Frage ist, wie schaffen wir es als Gesellschaft, gemeinsame Wünsche zu haben? Wie entfachen wir ein Feuer, das wir alle weitertragen, um gemeinsam Zukunft zu gestalten? Comment on fait pour avoir un feu qu'on a envie de tous emporter, pour tous construire quelque chose pour demain? Danke, Leila Slimani, für das Gespräch. Mein Name ist Annette König. Annette Wunsch war die deutschsprachige Stimme von Leila Slimani. Und in 2 Wochen gibt es die nächste Folge von Literaturclub Interview mit der Schweizer Autorin Julia Weber über ihr neues Buch. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.